ist daheim. Uschi. Oh Gott sei Dank. An Sascha geht's immer nur um sich selber. Und meine Frau wäre beinahe gestorben. Wegen er. Ja, ich glaube, dass es jetzt besser ist, wenn ich einfach für ein paar Tage verschwinde. Was ist denn eigentlich mit dem Sascha? Ist irgendwas mit ihm? Ich bin. Der Little Joe kommt zu uns. Und wer ist das? Das ist einer, der bei uns im Brunnerwirt in Lenzing gekennert hat. Little Joe? Immer noch der alte Charmeur, ha? Welcher Mann wäre nicht happy mit so einer Frau wie der Vroni? Es war schon eine tolle Zeit damals. Ihre trockene Art ist einfach der Hammer. Könnte es sein, dass du von der Veronika was willst? Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen. Er wird die anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Ist das wirklich so offensichtlich? Das sagst du mir einfach so. Ja, wär's dir lieber, ich würde so tun, als wäre nix? Na, natürlich nicht. Die Vroni hat schon damals keine Ahnung gehabt, wie toll ich sie finde. Und es soll auch so bleiben. Wirklich, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich weiß, dass mein Zug längst abgefahren ist. Wirklich. Zuerst war da der Max. Und dann... Dann habe ich mich nicht getraut, ihr zu sagen, wie sehr ich sie mag. Für schüchtern hätte ich dich eigentlich nicht gehalten. Für die Vroni war ich immer nur ein guter Kumpel, mehr nicht. Ja, und dann ist sie wieder zurück nach Deutschland gegangen. Das Leben geht weiter. Und jetzt hat sie ja dich. Man muss euch nur mal zusammen sehen. Ihr seid so ein harmonisches Paar. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht. Sag mal, wie hast du es überhaupt angestellt? Ich meine, die Vroni ist so eine harte Nuss. Da sagst du ein wahres Wort. Ich war halt hartnäckig. Respekt. Ihr passt wirklich gut zusammen. Ich freue mich für euch. Und das Wichtigste ist doch, dass die Vroni glücklich ist. Naja, da bin ich ja beruhigt. Ich habe schon gedacht, wir müssen uns prügeln. Der Sascha ist fortgefahren und ihr wisst nicht, wohin. Also ja, er hat der Rosi schon auf die Mailbox gesprochen. Also, was er vorhat, zumindest grob. Ja, das ist aber schon seltsam. Die ist wirklich bloß wegen eurem Streit fort? Schon. Und was ist denn da eigentlich gegangen? Das fragst du noch. Er ist schuld, dass du im Krankenhaus liegst. Ja, also so kann man das jetzt auch wieder nicht sagen, Hubert. Der Mo ist von Grund auf verantwortungslos. Das hat er nicht nur einmal bewiesen. Bloß, dass diesmal beinahe richtig bäs ausgegangen wäre. Du warst doch bei der Wanderung gar nicht dabei. Er hat selber zugegeben, dass er die zu dem Umweg gedrängt hat, ohne drüber nachzudenken, dass er die da überfordert. Das hat ja der Sascha nicht wissen können. Das kann von mir aus alles sein. Was bleibt, ist, dass du schon ziemlich geschafft warst. Und das hat er auch gewusst, der Sascha. Er hätte jederzeit mit dir umkehren können. Ja, das hätte er ja auch gemacht, wenn ich was gesagt hätte. Ich wollte halt einfach nicht zugeben, dass mir zu viel war. Ja, wenn er ein bisschen aufmerksamer gewesen war, dann hätte er das schon gemerkt. Ja, Hubert, ich verstehe ja, wo dein Problem ist. Aber der Sascha hat doch auch nicht wollen, dass ich stürze. Also es ist halt jetzt einmal passiert. Jetzt, bitteschön, lass dich von unserem Streit jetzt nicht verunsichern. Hauptsache ist doch, dass du dich richtig gut wieder erholst. Ja, und dafür brauche ich auch meinen Vater. Also, bitte holen ihn her. Hätten wir soweit alles besprochen.
Ich denke, dass unsere Sternstunden-Tombola wieder ein voller Erfolg wird. Stimmt. Die ist ja mittlerweile überhaupt nicht mehr weg zum Dinger vom Dorffest. Ich hoffe, dass die Uschi bis dahin auch wieder auf die Füße ist. Die Rosi hat verzeiht, sie wird wieder völlig gesund. Gott sei Dank, oder? Ja, gut, dann packen wir's. hä? Ja. Danke, gell, für den Kuchen und alles. Moni, du hast doch gemeint, du hast noch ein Glas und übrig zum Marmeladekocher. Ja. Wie viel hättest du denn braucht? Also 8 mindestens. Na, schau mal, gell? Ja, also im Pfarrgarten, gell, da sind die Johannisbeeren reif. Ich sag's euch, also eine selber gemachte Johannisbeermarmelade, mei, das ist halt schon was, gell. Ja, dann kann der Pfarrer da das sagen. Wenn ich bloß Zeit und ein Talent dazu hätte. Ist das jetzt ein Wink mit dem Zaunpfeil? Nein, aber gell, wissen Sie ja, ich habe zwei linke Hände für sowas. Und ich hab leider viel zu viel zum Tun in der Gastroküche. Aha, ja. Danke dir. Bitte. Tut mir leid, aber ich bin mit meinem Obst völlig ausgelastet. Aber Sie können ja gerne ein paar Glasel haben. Ja, ja, das ist nett von Ihnen, aber schauen Sie, das ist halt nicht dasselbe, gell. Mich brauchst nicht anschauen, Herr Pfarrer. Und Frau Vogel, das ist ja bloß ein Strauch, das wird höchstens 1 oder 2 Glasel. Ja, ob ich ein Glas Leikoch oder 10, das ist der gleiche Aufwand. Okay, Frau Vogel, Sie mag doch sowas in Handeln drehen. Hm? Wer braucht's? Grüß dich, Hubert. Mei, ihr wacht's noch Sitzerzeit, ha? Grüß dich, Annalena. Schön, dass du vorbeischaust. Ja, kann ich kurz rein zu Uschi oder schlaft's grad? Nein, sie ist wach. Wir sollen sie nur nicht überfordern. Ich will bloß schnell schauen, wie es ihr geht und schöne Grüße von die Landfrau ausrichten. Da freut sie sich. Rosi, warte mal geschwind. Was gibt's? Hast du was vom Sascha gehört? Na. Aber warum interessiert dich das auf einmal? Also, wenn es nach mir ging, dann kann ich gut und gerne auf ihn verzichten. Aber die Uschi wollen sehen. Tut mir leid, ich konnte da nicht helfen. Er hat sein Handy ausgeschaltet. Das ist aber wieder typisch. Vielleicht hat er aber auch keinen Empfang. Auf jeden Fall hat mir die Moni gesagt, dass er gestern Abend den Campingbus abgeholt hat. Meinst du, dass er an Gardasee gefahren ist? Möglich war's. Hast du da irgendeine Telefonnummer von einem Freund oder so? Hubert, der kann überall sein. Toller Partner. Wenn du nicht einmal du ein Lebenszeichen von ihm hast. Hubert, der ist jetzt ja gerade einmal einen Abend weg. Der meldet sich dann schon. Allein schon zwingst der Uschi. Und morgen willst du wirklich fahren? Ja, du, ich muss. Außerdem habe ich euer Gästezimmer lange genug belegt. Na, wie mir könntest du noch ein paar Tage bleiben. Ah, seit wann seid ihr ein Herz und eine Seele? Ja, vielleicht haben wir mehr Gemeinsamkeiten entdeckt, als wir gedacht haben. Herr Schattenhofer, was kann ich Ihnen anbieten? Ah, ich weiß noch nicht recht. Sag mal, habt ihr nicht wieder mal ein Steak auf der Tageskarte? Ah, die Wochen leider nicht, aber in 2 bis 3 Wochen kann der echtes Galloway-Rind anbieten. Oh, das darf der Fall auch schmecken. Und das wird da herin nach Brunnerwirtart in Kirchleitnerbier mariniert. Biersteak, fantastisch. Ja, zartes Rinderfilet hier aus der Region. Ist das der Besuch da aus Amerika? Mein alter Freund, ja. Ah, Lensing, ne? Genau. Darf ich mir vorstellen? Ich bin der Schattenhofer, der Landrat von da. Joe. Ja, Joe, ja. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt, gell? Jetzt möchte ich nicht weiter stören, gell? Ja, so ein Steak habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Das wäre schon mal was. Gut durchgebraten, schön saftig. Roland, das ist schon mal ein Widerspruch an sich. Und wirklich ein Verbrechen an dem armen Tier, Roland. Ja, außerdem ist ein medium gebratenes Steak viel bekömmlicher. Da gibt's unterschiedliche Auffassungen. Was haltet ihr davon, wenn wir morgen Abend zum Abschied so ein kleines Barbecue machen? Hm? So American Style. Das darf ich nicht nachsagen. Na, gute Idee. Ah, Martin, grüß dich. Grüß dich. Du, danke, dass du dich gerade so um die Brauerei kümmerst. Unser Krisenmanagement, das funktioniert richtig gut. Da bin ich echt erleichtert.
Kathi tut alles, dass sie mich unterstützen kann. Und der Rest der Belegschaft, der legt sie richtig ins Zeug, solange der Ausnahmezustand ist. Ja, das ist richtig schön, dass wir alle so zusammenhalten. Gell? Der Sascha, der hat mir auf die Mailbox gesprochen. Aha. Und was sagt er? Ja, grüß dich, Rosi. Du, tut mir leid, dass ich erst jetzt anrufe, gell? Aber ich hab hier draußen haben sie einfach keinen Empfang. Zum Glück hat der Jochen ja das Festnetz. Ich wollte eigentlich bloß hören, ob es was Neues gibt von der Uschi. Aber dann melde ich mich morgen einfach nochmal, gell? Für Toll. An welchem See ist er jetzt? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Die Nummer war ja nicht auf dem Telefon. Also, soweit ich mich erinnern kann, der Spätzl von ihm, der hieß Jochen, da wo wir mit unserer Motorradtour waren. Aha. Weißt du noch, wo das ist? Ja, freilich, also, so senil bin ich noch nicht. Also gut, dann fahr ich da morgen gleich mal hier und red mit dem Sascha persönlich. Aber damit eins klar ist, ich mach das nur für die Uschi. Ja, also ich muss schon sagen, das ist wirklich nett von einer, dass Sie mir jetzt doch noch zu meiner Johannisbeermarmelade verhelfen. Was tut man nicht alles für ein Platz im Paradies? Ja, ja. Darauf gibt es bei uns im Herkunft sogar Pluspunkte. Das will ich hoffen. Ja, ja. Da schauen Sie. Ja, was ist jetzt das? Also. Also mit so wenig Material kann sogar ich nichts anfangen. Ja, aber der Strauch, der war doch gestern Nachmittag noch ganz voll. Also, das gibt's doch nicht. Weil vielleicht haben sie Pfegel gefressen. Da muss man aufpassen, die kommen einem manchmal zuvor. Okay, Fegel. Fegel lernen doch so einen Strauch nicht in so kurzer Zeit ab. Ich kann mir vorstellen, dass der Johannisbeerdieb auch ein bisschen größer war. An wen denken Sie da? Gestern auf die Nacht war bei mir ein allseits bekannter Lausbub, der wollte ein paar Eier, weil er Johannisbeermuffins bauen wollte. Meinen Sie an Pauli? Jedenfalls hat seine Mama heute Geburtstag und da wollte er Bauer für sie. Ah, ja, so ein Lauser, glaubst du? Leert er mir den ganzen Strauch ab. Meine Welt. Also den wenig erwischt, dieser Schlawiner. Ja, also, es ist ja noch nicht gesagt, ob es wirklich war. Sie, sowas passt doch direkt zum Pauli. Nein, nein, das war er schon. Also den wenig erwischt, den Lauser. Nein, also sowas. Da schauen Sie mal her. Nur einmal, lieber Kassemi. Danke. Bitte. Und da ist das Fleisch für eine Grillparty. Na, hoffentlich kommt das halt überhaupt dann weg. So viel Leberkassemmeln, wie der Joe in sie reinstopft. Oh, du, da geht einiges rein. Außerdem muss ich das ausnutzen. Außer beim American Brunnerwirt gibt's in Michigan nirgendwo Leberkäse. Mensch, da hat der Max ja eine richtige Marktlücke gefunden. Ja. Ich werde mir vorschlagen, dass wir beim nächsten Lansing Country Fest einen Leberkässtand aufmachen. Das ist doch eine gute Idee. Ist das sowas wie ein Musikfestival? Na, nicht nur. Also so ein Volksfest halt mit Essen, Trinker und Shows und so. Und beim Hotdog-Wettessen, da bin ich Seriensieger. Ja, das ist, glaube ich, gleich. Grüß dich. Es gibt da auch so einen Pie-Eating-Wettbewerb. Und Country Music natürlich und Square Dance und Buden, wo man was einkaufen kann. Lasso und Hufeisen werfen und lauter so Zeugs. Typisch amerikanisch eben. Aha. Aber das ist alles andere als wir traditionell. Na logisch. Was weißt denn du überhaupt? Du warst noch nie auf so einem Fest. Ja, ich hätte schon gehen. Du möchtest hinterm Rücken vom Planungskomitee möchtest vielleicht ein neues Motto einführen, gell? Aber ich sorge schon dafür, dass das Lansinger Dorffest seinen ursprünglichen Charakter behält, ja? Wer redet denn vom Dorffest? Herr Schattenhofer, beruhigen Sie einen. Die Froni hat vom Lansing Country Fest erzählt. Michigan. Ach so, ja dann passt's ja. Ja, Moment einmal. Du bringst mich gerade auf eine Idee. Also das kannst du gleich vergessen, gell? Ja, wieso denn? Was spricht denn dagegen? Wir brauchen da eh noch ein gescheites Motto. Also, wenn du heute Nachmittag bei dem Planungstreffen mit dem Schmarrn daherkommst, ja, dann sag ich dir das gleich, dass ich dagegen stimme. Gott sei Dank gibt's auch noch andere Stimmberechtigte. So, Pauli, ein paar Pflästerler, das machen 2,10 € bitte.
Ich hab bloß 2. Dann passen 2 an. Schau schon her. Tun's nicht normalerweise auch noch ein Geschenk dazu? Freilich, Allmächt, wie konnte ich das vergessen? Schau her. Hast du was anderes erwartet? Vielleicht ein paar Traubenzucker? Traubenzucker, das ist richtig, weil Traubenzucker ist ja sehr gesund. Bitte schön, den schenke ich dir. Grüß Gott, Bernhard. Hochwarten, grüß Gott. Aber nicht alles auf einmal essen, gell? Der Pauli, den hast du aber nicht verdient. Hä? Doch. Und wie war es das mit dem Ausflug da in den Pfarrgarten? Hä? Den ganzen Johannisbeerstrauch hast du abgeräumt. Das stimmt gar nicht. Jetzt tu nicht so scheinheilig. Ich kenne es an der Nasenspitze noch, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Ich hat's vor, aber der Johannisbeerstrauch, der war schon leer. Geh, Pauli. Wie oft haben die mir zwar schon über das Lügen geredet? Hä? Ich lüg doch gar nicht. Ich will jetzt da gar nichts mehr hören. Sonst kommt nämlich zu den Kirchenbankputzen noch was dazu. Und das machst du jetzt. Und zwar sofort, gell? Das ist voll ungerecht. Ein bisschen eine Strafe muss sein, Pauli, gell? Stellen Sie sich vor, rampert der Lausbub meinen ganzen Johannisbeerstrauch ab. Hä? Sascha? Sus. Liebstes. Jesus Maria, hast du mich jetzt erschreckt? Was ist los? Ist was mit der Uschi? Nein, alles in Ordnung. Sie erholt sich langsam. Ja, Gott sei Dank. Hast das Holz geholt, dass du die Hütten ganz in Brand setzen kannst. Hä? Du hast den Gaskocher unbeaufsichtigt gelassen. Aha. Jetzt verraten wir doch erst einmal, was dich hertreibt. Können wir uns hinsetzen? Ja, freilich. Die Uschi will dich sehen. Das freut mich natürlich. Schön. Aber wenn ich die so anschaue, dann meine ich, ist das nicht in deinem Sinne, oder? Ich finde immer nur, dass du unverantwortlich gehandelt hast, aber das brauchen wir jetzt nicht breitreden. Ich hab der Uschi von unserem Streit verzeiht. Sie will, dass du bei ihr bist. Und deswegen bitte ich dich jetzt lieb, dass du zurückkommst. Selbstverständlich. Natürlich komme ich. Packe gleich zusammen dann. Danke. Gut, dann sehen wir uns in Lansing. Sehen wir uns in Lansing. Grüß dich, Pauli. Bist du ganz allein drinnen? Ja. Hast du schon wieder was angestellt? Na, der Pfarrer hat's auf mich abgesehen. So. Weißt du, wo der ist? Irgendwo im Krankenhaus jemanden besuchen. Das ist aber jetzt blöd. Was tue ich jetzt mit meiner Johannisbeermarmelade? Welche Johannisbeermarmelade? Die habe ich am Ei gekocht, weil ich es doch so gern mag. Haben Sie die vom Strauch abpflückt? Ja, freilich. Sie können es mir geben, ich geb's dem dann später. Ja, also ich weiß nicht. Der zuverlässigste bist du nicht gerade. Ich vergesse es schon nicht, versprochen. Ja, also gut. Dankeschön. Gell, für dich. Ich glaube eigentlich schon, dass so ein Countryfest der Erfolg werden kann. Und bis jetzt hat noch keiner eine bessere Idee gehabt.
Also ich war dafür, das war mal was anderes. Ja. Als Sekretärin von der Bürgermeisterin bist du von vornherein parteiisch. Das heißt nicht, dass ich keine eigene Meinung nicht hab. Solltest du eigentlich schon noch wissen, Lorenz. Aber Leidl, ihr werdet doch nicht den ganzen Tag amerikanisches Zeigel fressen wollen und diese Country-Musik, das Gedudel da anhören, oder? Einen Schweinsbraten kann ich allerlei haben. Ja, und tanzen kann ich zu einer jeden Musik. Ja, aber geh, der Zirkus, das hat doch gar nichts mit unserem guten, alten, bayerischen Traditionstor. Aber das kann man doch alles miteinander verbinden. Das Fest wird schon trotzdem noch bayerisch genug. Da gibt's gewiss mehr Gemeinsamkeiten, als wenn man denkt, damals sind ja viele Bayern nach Amerika ausgewandert. Gell, jetzt, Lorenz, jetzt sträubt dir halt nicht so. Du kriegst wenigstens mal wieder ein gescheites Steak. Gestern warst du so scharf drauf. Ein schönes Barbecue war auch mal wieder was. Das kann man mit Sicherheit gut an. Wenn die Amis von was Ahnung haben, dann davon. Ja. Aber so ein Dorffest besteht doch nicht bloß aus Essen, oder? Nein, ums Trinken und um Musik geht's auch. Hauptsächlich geht's doch darum, dass die Leute einen Spaß haben, oder? Und so traditionelle Volksfeste gibt's ja in jedem Dorf. Wir wollen doch was Besonderes sein. Genau, so sehe ich das auch. Also, Roland. Jetzt sag halt du auch mal was dazu. Ich mein, du hast es doch auch lieber traditionell, oder nicht? Warum nicht einmal eine andere Kultur kennenlernen? Das können wir doch jedes Jahr machen. Heuer amerikanisch, nächstes Jahr fränkisch. Gottes Willen, das wäre aber schlimmer. Also jetzt stimmen wir erst einmal über das Jahr ab. Wer ist jetzt für das amerikanische Motto? Ich würde sagen, das ist eindeutig. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Was darf's denn sein? Eine schnelle Brotzeit. Ich bin fast am Verhungern. Grüß Sie jetzt gar so halt. Ja, ich komme schon vom Krankenhaus. Ich hab die Frau Kirchleitner besucht. Das ist so schön, dass ihr schon wieder so gut geht, gell? Ja. Gut, noch was steht Ihnen in der Sinn? Ja, Wie war's denn mit Fleischpflanzen mit Kartoffelsalat? hervorragend. Packen wir doch gleich ein paar ein. hä? Wunderbar. So. Grüß euch. Was denn? Ja, grüß Ihnen. Ach, grüß Gott, Herr Pfarrer. Haben Sie die Marmelade gekriegt? Was für eine Marmelade? Ich habe Ihnen doch eine Johannisbeermarmelade eingekocht. Was haben Sie? Ja, Herrschaft. Ich hätte mir doch denken können, dass auf den Pauli kein Verlass ist. Pauli, der Pauli. Heute müsste doch schon mit dem Kirchenbank putzen fertig sein. Und, wo haben denn Sie die Johannisbeeren her? Ja, für einen im Garten natürlich, bevor das Pfegel abfressen. Jesus. Sie und das Glasl Marmelade, das haben Sie dann an Pauli gegeben? Ja, genau. Ich habe ja nicht gewusst, dass ich eine heute sehe. Mein Lieber, da habe ich jetzt was zum Gutmachen. Du bist ja endlich. Ah, das ist sie. Ich habe schon gemeint, du bist verschollen. Dein Mann hat mich aufgespürt. Was hast du denn da jetzt wieder dabei gedacht? Nein. Es hat so viel Ärger gegeben und die Situation für die Familie war schwierig genug. Aber deswegen brauchst du nicht gleich abhauen. Ich wollte nicht abhauen, ich wollte mir einfach nur ein paar Tage zurückziehen und dass ein bisschen Ruhe reinkommt und dass ich dich nicht mit der schlechten Stimmung belaste. Ich verstehe schon. Aber ich will dich halt trotzdem bei mir haben. Und jetzt bin ich wieder da. Und das freut mich wahnsinnig, dass es dir gut geht, weil ich hab mir solche Sorgen gemacht. So schnell wird man mich nicht los. Es tut mir wirklich leid, was da passiert ist. Ist ja noch mal gut ausgegangen. Ja, aber wenn nicht, na, ich hätte mir das nie verzeihen können. Ich hätte einfach nicht so antreiben dürfen. Jetzt hör auf, ich bin kein kleines Kind mehr. Es geht doch nicht darum, wer Schuld hat. Es ist, wie es ist. Und am schnellsten werde ich wieder gesund, wenn ich alle um mich herum hab, die mir richtig sind. Grüß dich, Pauli. Grüß Anna. Du, Pauli, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich dich zu Unrecht beschuldigt habe. Jetzt nimmer. Ja, da schau her. Ich hab mir gedacht,
Wenn ich schon geschimpft werde, kann ich auch wirklich was ausfressen. Ausfressen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht einmal einen Fingerhut voll hast du übrig gelassen. Das hat aber richtig lecker geschmeckt. Ja, das glaube ich. Meine schöne Johannisbeermarmelade. Aber, Pauli, Strafe muss sein. Auch bei mir. Jetzt sind wir quitt, hä? Jetzt ist mir schon fast ein bisschen schlecht. Ja, der liebe Gott bestraft die kleinen Sünden sofort. So ist das Leben. Du, ich mag meins bitte Medium. Bin nämlich nicht so ein Steakbanause wie der Bamberger. Habt ihr eigentlich gewusst, dass es einen ganz einfachen Trick gibt, herauszufinden, ob ein Steak medium, durch oder blutig ist? Roland, du weißt schon, dass du nicht der einzige Grillexperte hier bist, oder? Dann kennst du den Fingertrick. Wen? Was? Den Fingertrick. Man nehme Daumen und Zeigefinger der einen Hand, den Zeigefinger der anderen Hand, dann drückst du auf den Handballen, dann merkst, aha, das ist roh. Daumen und Ringfinger, da merkst du, Medium. Daumen und kleiner Finger, da merkst du, das ist durch. Mach dir keine Sorgen, Roland. Ich habe den richtigen Zeitpunkt im Gefühl. Ja, eigentlich ist das blutig ja auch ein falscher Ausdruck. Was da rauskommt, das ist ja Fleischsaft. Ach, willst du wissen, Roland? Normalzeit. Das ist ja wieder typisch. Die Männer stehen um den Grill umeinander und geschafteln rum. Ja, was, dieses Rumbrutzeln am Grill, das ist halt wirklich die letzte Männerdomäne. Ja, dann genießt es halt, weil der Joe ist ja leider nicht dabei bei unserem Countryfest. Eigentlich schade, dass du wieder fährst. Finde ja. Aber schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Ja, es war schon eine schöne Zeit damals in Lansing, oder? Kann man wohl sagen. Aber da taugt's mir schon auch ganz gut. Naja, dann stoßen wir mal an, oder? Ja. Auf ein schönes Fest. Auf unseren Grillmeister. Prost. Das ist das reinste Sternemenü hier. Naja, ich bin ja nicht im Wellnesshotel, sondern im Krankenhaus. Ach, Sascha, könntest du morgen vielleicht mit der Franzi zum Schwimmkurs gehen? Klar. Hubert, komm rein. Nein, ich will euch nicht stören. Geh, Schmarrn, jetzt sitzt die her. Ich kann ja schnell Vasen holen für die Blumen da. Na, ihr bleibt jetzt beide da. Ich wünsch mir, dass ihr euch wieder vertragt. Mir ist wirklich ernst damit. Ihr seid doch die zwei wichtigsten Männer in meinem Leben. Also ich finde die Idee mit dem Countryfest echt super. Das hört sich auf jeden Fall besser an als das, was mich morgen auf Nacht erwartet. Pärchenspielabend. Da läuft's mir bei dem Wort schon kalt am Buckel runter. Ja, dann schönen Abend. Dann stehe ich was anderes. Vor allem, wenn Moni wieder der Ehrgeiz packt. Dann darf ich mich nämlich warm anziehen. Daheim ist daheim. Oh, shit. Oh, Gott sei Dank. An Sascha geht's immer nur um sie selber. Und meine Frau wäre beinahe gestorben. Wegen er. Ja, ich glaube, dass es jetzt besser ist, wenn ich einfach für ein paar Tage verschwinde. Was ist denn eigentlich mit dem Sascha? Ist irgendwas mit ihm? Ich bin. Der Little Joe kommt zu uns. Und wer ist das? Das ist einer, der bei uns im Brunnerwirt in Lansing gekennert hat. Little Joe? Immer noch der alte Charmeur, ha? Welcher Mann wäre nicht happy mit so einer Frau wie der Vroni? Es war schon eine tolle Zeit damals. Ihre trockene Art ist einfach der Hammer. Könnte es sein, dass du von der Veronika was willst? Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen. Er wird die anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Ist das
wirklich so offensichtlich? Das sagst du mir einfach so. Ja, wär's dir lieber, ich würde so tun, als wäre nix? Na, natürlich nicht. Die Froni hat schon damals keine Ahnung gehabt, wie toll ich sie finde. Und es soll auch so bleiben. Mhm. Wirklich, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich weiß, dass mein Zug längst abgefahren ist. Wirklich? Zuerst war da der Max. Und dann habe ich mich nicht getraut, ihr zu sagen, wie sehr ich sie mag. Für schüchtern hätte ich dich eigentlich nicht gehalten. Für die Froni war ich immer nur ein guter Kumpel, mehr nicht. Ja, und dann ist sie wieder zurück nach Deutschland gegangen. Das Leben geht weiter. Und jetzt hat sie ja dich. Man muss euch nur mal zusammen sehen. Ihr seid so ein harmonisches Paar. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht. Sag mal, wie hast du es überhaupt angestellt? Ich meine, die Froni ist so eine harte Nuss. Da sagst du ein wahres Wort. Ich war halt hartnäckig. Respekt. Ihr passt wirklich gut zusammen. Ich freue mich für euch. Und das Wichtigste ist doch, dass die Froni glücklich ist. Naja, da bin ich ja beruhigt. Ich habe schon gedacht, wir müssen uns prügeln. Der Sascha ist fortgefahren und ihr wisst nicht, wohin. Also ja, er hat der Rosi schon auf die Mailbox gesprochen. Also, was er vorhat, zumindest grob. Ja, das ist aber schon seltsam. Und die ist wirklich bloß wegen eurem Streit fort? Schon? Und was ist denn da eigentlich gegangen? Das fragst du noch. Er ist schuld, dass du im Krankenhaus liegst. Ja, also so kann man das jetzt auch wieder nicht sagen, Hubert. Der Mo ist von Grund auf verantwortungslos. Das hat er nicht nur einmal bewiesen. Bloß, dass diesmal beinahe richtig base ausgegangen wäre. Du warst doch bei der Wanderung gar nicht dabei. Er hat selber zugegeben, dass er die zu dem Umweg gedrängt hat, ohne drüber nachzudenken, dass er die da überfordert. Das hat ja der Sascha nicht wissen können. Das kann von mir aus alles sein. Was bleibt, ist, dass du schon ziemlich geschafft warst. Und das hat er auch gewusst, der Sascha. Er hätte jederzeit mit dir umkehren können. Ja, das hätte er ja auch gemacht, wenn ich was gesagt hätte. Ich wollte halt einfach nicht zugeben, dass mir zu viel war. Ja, wenn er ein bisschen aufmerksamer gewesen war, dann hätte er das schon gemerkt. Ja, Hubert, ich verstehe ja, wo dein Problem ist. Aber der Sascha hat doch auch nicht wollen, dass ich stürze. Also es ist halt jetzt einmal passiert. Jetzt, bitteschön, lass dich von unserem Streit jetzt nicht verunsichern. Hauptsache ist doch, dass du dich richtig gut wieder erholst. Und dafür brauche ich auch meinen Vater. Also, bitte holen ihn her. Dann sage ich dir das gleich, dass ich dagegen stimme. Gott sei Dank gibt es eine andere Stimmberechtigte. So, Pauli, ein paar Pflästerler. Das machen 2,10 Euro, bitte. Ich hab bloß 2. Dann passen 2 an. Tasche her. Tun's nicht normalerweise auch noch ein Geschenk dazu? Freilich, Allmächt, wie konnte ich das vergessen? Schau her. Hast du was anderes erwartet? Vielleicht ein paar Traubenzucker? Traubenzucker, das ist richtig, weil Traubenzucker ist ja sehr gesund. Bitte schön, den schenke ich dir. Grüß Gott, Bernhard. Hochwürden, grüß Gott. Aber nicht alles auf einmal essen, gell? Der Pauli, den hast du aber nicht verdient. Hä? Doch. Und wie war es das mit dem Ausflug da in den Pfarrgarten? Hä? Den ganzen Johannisbeerstrauch hast du abgeräumt. Das stimmt gar nicht. Jetzt tu nicht so scheinheilig. Ich kenne es an der Nasenspitze noch, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Ich hat's vor, aber der Johannisbeerstrauch, der war schon leer. Geh, Pauli. Wie oft haben die mir zwar schon über das Lügen geredet? Hä? Ich lüg doch gar nicht. Ich will jetzt da gar nichts mehr hören. Sonst kommt nämlich zu den Kirchenbankputzen noch was dazu. Und das machst du jetzt. Und zwar sofort, gell? Das ist voll ungerecht. Ein bisschen eine Strafe muss sein, Pauli, gell?
Stellen Sie sich vor, rampert der Lausbub meinen ganzen Johannisbeerstrauch ab. Hä? Sascha? Sus. Liebstes. Jesus Maria, hast du mich jetzt erschreckt? Was ist los? Ist was mit der Uschi? Nein, alles in Ordnung. Sie erholt sich langsam. Ja, Gott sei Dank. Hast das Holz geholt, dass du die Hütten ganz in Brand setzen kannst? Hä? Du hast den Gaskocher unbeaufsichtigt gelassen. Aha. Jetzt verrat mir doch erst einmal, was dich hertreibt. Können wir uns hinsetzen? Ja, freilich. Die Uschi will dich sehen. Das freut mich natürlich. Schön. Aber wenn ich die so anschaue, dann meine ich, ist das nicht in deinem Sinne, oder? Ich finde immer nur, dass du unverantwortlich gehandelt hast, aber das brauchen wir jetzt nicht breit treten. Ich hab der Uschi von unserem Streit verzeiht. Sie will, dass du bei ihr bist. Und deswegen bitte ich dich, jetzt lieb, dass du zurückkommst. Selbstverständlich. Natürlich komme ich. Packe gleich zusammen dann. Danke. Gut, dann sehen wir uns in Lansing. Sehen wir uns in Lansing. Grüß dich, Pauli. Bist du ganz allein drinnen? Ja. Hast du schon wieder was angestellt? Na, der Pfarrer hat's auf mich abgesehen. So. Weißt du, wo der ist? Irgendwo im Krankenhaus jemanden besuchen. Das ist aber jetzt blöd. Was tu jetzt mit meiner Johannisbeermarmelade? Welche Johannisbeermarmelade? Die habe ich am Ei gekocht, weil es doch so gern mag. Haben Sie die vom Strauch abpflückt? Ja, freilich. Sie können es mir geben, ich geb's dem dann später. Ja, also ich weiß nicht. Der zuverlässigste bist du nicht gerade. Ich vergesse es schon nicht, versprochen. Ja, also gut. Dankeschön. Geh, für dich. Ich glaube eigentlich schon, dass so ein Countryfest der Erfolg werden kann. Und bis jetzt hat noch keiner eine bessere Idee gehabt. Also ich war dafür, das war mal was anderes. Ja. Als Sekretärin von der Bürgermeisterin bist du von vornherein parteiisch. Das heißt nicht, dass ich keine eigene Meinung nicht hab. Solltest du eigentlich schon noch wissen, Lorenz. Aber Leidl, ihr werdet doch nicht den ganzen Tag amerikanisches Zeug fressen wollen und diese Country-Musik, das Gedudel da anhören, oder? Einen Schweinsborn kann ich allerlei haben. Ja, und tanzen kann ich zu einer jeden Musik. Aber geh, der Zirkus, das hat doch gar nichts mit unseren guten, alten, bayerischen Traditionstor. Aber das kann man doch alles miteinander verbinden. Das Fest wird schon trotzdem noch bayerisch genug. Da gibt's gewiss mehr Gemeinsamkeiten, als wenn man denkt, damals sind ja viele Bayern nach Amerika ausgewandert. Gell, jetzt, Lorenz, jetzt sträubt dir halt nicht so. Du kriegst wenigstens mal wieder ein gescheites Steak. Gestern warst du so scharf drauf. Ein schönes Barbecue war auch mal wieder was. Das kann man mit Sicherheit gut an. Wenn die Amis von was Ahnung haben, dann davon. Ja. Aber so ein Dorffest besteht doch nicht bloß aus Essen, oder? Nein, ums Trinken und um Musik geht's auch. Hauptsächlich geht's doch darum, dass die Leute einen Spaß haben, oder? Und so traditionelle Volksfeste gibt's ja in jedem Dorf. Wir wollen doch was Besonderes sein.
Genau, so sehe ich das auch. Also, Roland, jetzt sag halt du auch mal was dazu. Ich mein, du hast es doch auch lieber traditionell, oder nicht? Warum nicht einmal eine andere Kultur kennenlernen? Das können wir doch jedes Jahr machen. Heuer amerikanisch, nächstes Jahr fränkisch. Gottes Willen, es wäre aber schlimmer. Also jetzt stimmen wir erst einmal über das Jahr ab. Wer ist jetzt für das amerikanische Motto? Ich würde sagen, das ist eindeutig. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Was darf's denn sein? Eine schnelle Brotzeit. Ich bin fast am Verhungern. Grüß Sie jetzt gar so halt. Ja, ich komme schon vom Krankenhaus. Ich hab die Frau Kirchleitner besucht. Das ist so schön, dass ihr schon wieder so gut geht, gell? Ja. Gut, noch was steht denn in der Sinn? Ja, Wie war's denn mit Fleischpflanzen mit Kartoffelsalat? hervorragend. Packen wir doch gleich ein paar ein. hä? Wunderbar. So. Grüß euch. Was dem? Ja, grüß Sie. Ach, grüß Gott, Herr Pfarrer. Haben Sie die Marmelade gekriegt? Was für eine Marmelade? Ich habe Ihnen doch eine Johannisbeermarmelade eingekocht. Was haben Sie? Ja, Herrschaft. Ich hätte mir doch denken können, dass auf den Pauli kein Verlass ist. Pauli, der Pauli. Heute müssen doch schon mit dem Kirchenbank putzen fertig sein. Und, wo haben denn Sie die Johannisbeeren her? Ja, für einen im Garten natürlich, bevor das Pfegel abfressen. Jesus. Sie und das Glasl Marmelade, das haben Sie dann an Pauli gegeben? Ja, genau. Ich habe ja nicht gewusst, dass ich eine heute sehe. Mein Lieber, da habe ich jetzt was zum Gutmachen. Du bist ja endlich. Ah, alter Süße. Ich habe schon gemeint, du bist verschollen. Dein Mann hat mich aufgespürt. Was hast du denn da jetzt wieder dabei gedacht? Nein. Es hat so viel Ärger gegeben und die Situation für die Familie war schwierig genug. Aber deswegen brauchst du nicht gleich abhauen. Ich wollte nicht abhauen, ich wollte mir einfach nur ein paar Tage zurückziehen und dass ein bisschen Ruhe reinkommt und dass ich dich nicht mit der schlechten Stimmung belaste. Ich verstehe schon. Aber ich will dich halt trotzdem bei mir haben. Jetzt bin ich wieder da. Und es freut mich wahnsinnig, dass es dir gut geht, weil ich hab mir solche Sorgen gemacht. So schnell wird man mich nicht los. Es tut mir wirklich leid, was da passiert ist. Ist ja noch mal gut ausgegangen. Ja, aber wenn nicht, na, ich hätte mir das nie verzeihen können. Ich hätte einfach nicht so antreiben dürfen. Jetzt hör auf, ich bin kein kleines Kind mehr. Es geht doch nicht darum, wer Schuld hat. Es ist, wie es ist. Dann hätten wir soweit alles besprochen. Ich denke, dass unsere Sternstundentombola wieder ein voller Erfolg wird. Stimmt. Die ist ja mittlerweile überhaupt nicht mehr weg zum Dinger vom Dorffest. Ich hoffe, dass die Uschi bis dahin auch wieder auf die Füße ist. Die Rosi hat verzeiht, sie wird wieder völlig gesund. Gott sei Dank, oder? Ja, gut, dann packen wir's. hä? Ja. Danke, gell, für den Kuchen und alles. Moni, du hast doch gemeint, du hast noch ein Glas übrig zum Marmelade kochen. Ja. Wie viel hättest du denn braucht? Also 8 mindestens. Das schauen wir, gell? Ja, also im Pfarrgarten, gell, da sind die Johannisbeeren reif. Ich sag's euch, also eine selber gemachte Johannisbeermarmelade, mei, das ist halt schon was, gell. Ja, dann kann Herr Pfarrer da das sagen. Wenn ich bloß Zeit und ein Talent dazu hätte. Ist das jetzt ein Wink mit dem Zaunpfeil? Nein, aber gell, wissen Sie ja, ich habe zwei linke Hände für sowas. Und ich hab leider viel zu viel zum Tun in der Gastroküche. Aha, ja. Danke dir. Bitte. Danke. Tut mir leid, aber ich bin mit meinem Obst völlig ausgelastet. Aber Sie können ja gerne ein paar Glasel haben. Ja, das ist nett von Ihnen, aber schauen Sie, das ist halt nicht dasselbe, gell. Mir brauchst nicht anschauen, Herr Pfarrer. Und gell, Frau Vogel, das ist ja bloß ein Strauch, das wird höchstens 1 oder 2 Glasl. Ja, ob ich ein Glas koche oder 10, das ist der gleiche Aufwand. Okay, Frau Vogel, Sie mag doch sowas in Hand und Rein. Hm? Wer braucht's?
Grüß dich, Hubert. Mei, ihr wacht's noch zur Zeit, ha? Grüß dich, Annalena. Schön, dass du vorbeischaust. Ja, kann ich kurz rein zu Uschi oder schlaft's grad? Nein, sie ist wach. Wir sollen sie nur nicht überfordern. Ich will bloß schnell schauen, wie es ihr geht und schöne Grüße von die Landfrau ausrichten. Da freut sie sich. Rosi, warte mal geschwind. Was gibt's? Hast du was vom Sascha gehört? Na. Aber warum interessiert dich das auf einmal? Also, wenn es nach mir ging, dann kann ich gut und gerne auf ihn verzichten. Aber die Uschi will ihn sehen. Tut mir leid, ich konnte da nicht helfen. Er hat sein Handy ausgeschaltet. Das ist aber wieder typisch. Vielleicht hat er aber auch keinen Empfang. Auf jeden Fall hat mir die Moni gesagt, dass er gestern Abend den Campingbus abgeholt hat. Meinst du, dass er an Gardasee gefahren ist? Möglich war's. Hast du da irgendeine Telefonnummer von einem Freund oder so? Hubert, der kann überall sein. Toller Partner. Wenn du nicht einmal du ein Lebenszeichen von ihm hast. Hubert, er ist jetzt gerade einmal einen Abend weg. Der meldet sich dann schon. Allein schon zwingst der Uschi. Und morgen willst du wirklich fahren? Ja, du, ich muss. Außerdem habe ich euer Gästezimmer lange genug belegt. Na, wegen mir könntest du noch ein paar Tage bleiben. Ah, seit wann seid ihr ein Herz und eine Seele? Ja, vielleicht haben wir mehr Gemeinsamkeiten entdeckt, als wir gedacht haben. Herr Schachtenhofer, was kann ich Ihnen anbieten? Ich weiß noch nicht recht. Sag mal, habt ihr nicht wieder mal ein Steak auf der Tageskarte? Ah, die Wochen leider nicht, aber in 2 bis 3 Wochen kann der echtes Galloway-Rind anbieten. Oh, das darf der Fall auch schmecken. Und das wird da herin nach Brunnerwirtart in Kirchleitnerbier mariniert. Biersteak, fantastisch. Ja, zartes Rinderfilet hier aus der Region. Ist das der Besuch da aus Amerika? Mein alter Freund, ja. Ah, Lenzing, ne? Genau. Darf ich mir vorstellen, ich bin der Schattenhofer, der Landrat von da. Joe. Ja, Joe, ja. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt, gell? Jetzt möchte ich nicht weiter sterben, gell? Ja, so ein Steak habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Das wäre schon mal was. Gut durchgebraten, schön saftig. Aber dann, das ist schon mal ein Widerspruch an sich. Ja, und wirklich ein Verbrechen an dem armen Tier, Roland. Ja, außerdem ist ein medium gebratenes Steak viel bekömmlicher. Da gibt's unterschiedliche Auffassungen. Was haltet ihr davon, wenn wir morgen Abend zum Abschied so ein kleines Barbecue machen? Hm? So American-Style. Das darf ich nicht nachsagen. Ja, gute Idee. Ah, Martin, grüß dich. Grüß dich. Du, danke, dass du dich gerade so um die Brauerei kümmerst. Unser Krisenmanagement, das funktioniert richtig gut. Da bin ich echt erleichtert. Kathi tut alles, dass sie mich unterstützen kann. Und der Rest der Belegschaft, der legt sich richtig ins Zeug, solange der Ausnahmezustand ist. Ja, das ist richtig schön, dass wir alle so zusammenhalten. Gell? Der Sascha, der hat mir auf die Mailbox gesprochen. Aha. Und was sagt er? Ja, grüß dich, Rosi. Du, tut mir leid, dass ich erst jetzt anrufe, gell? Aber hier draußen haben sie einfach keinen Empfang. Zum Glück hat der Jochen ja das Festnetz. Ich wollte eigentlich bloß hören, ob es was Neues gibt von der Uschi. Aber dann melde ich mich morgen einfach nochmal, gell? Für Toll. An welchem See ist er jetzt? Das weiß ich jetzt auch nicht. Die Nummer war ja nicht auf dem Telefon. Also, soweit ich mich erinnern kann, der Spätzl von ihm, der hieß Jochen, da wo wir mit unserer Motorradtour waren. Aha. Weißt du noch, wo das ist? Freilich, also, so senil bin ich noch nicht. Also gut, dann fahr ich da morgen gleich mal hier und red mit dem Sascha persönlich. Aber damit eins klar ist, ich mach das nur für die Uschi. Ja, also ich muss schon sagen, das ist wirklich nett von einer, dass Sie mir jetzt doch noch zu meiner Johannisbeermarmelade verhelfen. Was tut man nicht alles für ein Platzl im Paradies? Ja, ja. Darauf gibt es bei uns im Herkunft sogar Pluspunkte. Das will ich hoffen. Ja, ja. Da schauen Sie. Ja, was ist jetzt das? Also,
Also mit so wenig Material kann sogar ich nichts anfangen. Ja, aber der Strauch, der war doch gestern Nachmittag noch ganz voll. Also, das gibt's doch nicht. Weil vielleicht haben sie Vögel gefressen. Da muss man aufpassen, die kommen einem manchmal zuvor. Der Vögel lernen doch so einen Strauch nicht in so kurzer Zeit ab. Ich kann mir vorstellen, dass der Johannisbeertyp auch ein bisschen größer war. An wen denken Sie da? Gestern auf die Nacht war bei mir ein allseits bekannter Lausbub, der wollte ein paar Eier, weil er Johannisbeermuffins backen wollte. Meinen Sie an Pauli? Jedenfalls hat seine Mama heute Geburtstag und da wollte er backen für sie. Ah, ja, so ein Laser, glaubst du das? Leert der mir den ganzen Strauch ab? Meine Welt. Also den wenig erwischt, dieser Schlawiner. Ja, also, es ist ja noch nicht gesagt, ob es wirklich war. Sie, sowas passt doch direkt zum Pauli. Nein, das war er schon. Also den wenig erwischt, den Laser. Nein, also sowas. Da schauen Sie mal her. Nur einmal ein Leberkassemi. Danke. Bitte. Und da ist das Fleisch für eine Grillparty. Na, hoffentlich kommt das halt überhaupt dann weg. So viel Leberkassemmeln, wie der Joe in sie reinstopft. Oh, du, da geht einiges rein. Außerdem muss ich das ausnutzen. Außer beim American Brunnerwirt gibt's in Michigan nirgendwo Leberkäse. Mensch, da hat der Max ja eine richtige Marktlücke gefunden. Ja. Ich werde mal vorschlagen, dass wir beim nächsten Lansing Country Fest einen Leberkässtand aufmachen. Das ist doch eine gute Idee. Ist das sowas wie ein Musikfestival? Nein, nicht nur. Also so ein Volksfest halt mit Essen, Trinker und Shows und so. Und beim Hotdog-Wettessen, da bin ich Seriensieger. Ja, das ist, glaube ich, gern. Grüß dich. Es gibt da auch so einen Pie-Eating-Wettbewerb. Und Country Music natürlich und Square Dance und Buden, wo man was einkaufen kann. Lasso und Hufeisen werfen und lauter so Zeugs. Typisch amerikanisch eben. Aha. Aber das ist alles andere als wir traditionell. Na logisch. Was weißt denn du überhaupt? Du warst ja noch nie auf so einem Fest. Ja, ich hätte schon gehen. Du möchtest hinterm Rücken vom Planungskomitee möchtest vielleicht ein neues Motto einführen, gell? Aber ich sorge schon dafür, dass das Lansinger Dorffest seinen ursprünglichen Charakter behält, ja? Wer redet denn vom Dorffest? Herr Schattenhofer, beruhigen Sie einen. Die Froni hat vom Lansing Country Fest erzählt. Michigan. Ach so, ja dann passt's ja. Ja, Moment einmal. Du bringst mich gerade auf eine Idee. Also das kannst du gleich vergessen, gell? Ja, wieso denn? Was spricht denn dagegen? Wir brauchen da eh noch ein gescheites Motto. Also, wenn du heute Nachmittag bei dem Planungstreffen mit dem Schmarrn daherkommst, ja? Die Uschi will die singen. Das freut mich natürlich. Schön. Aber wenn ich die so anschaue, dann meine ich, ist das nicht in deinem Sinne, oder? Ich finde immer nur, dass du unverantwortlich gehandelt hast, aber das brauchen wir jetzt nicht breit treten. Ich hab der Uschi von unserem Streit erzählt. Sie will, dass du bei ihr bist. Und deswegen bitte ich dich jetzt lieb, dass du zurückkommst. Selbstverständlich. Natürlich komme ich. Packe gleich zusammen dann. Danke. Gut, dann sehen wir uns in Lansing. Sehen wir uns in Lansing. Grüß dich, Pauli. Bist du ganz allein drinnen? Ja. Hast du schon wieder was angestellt? Na, der Pfarrer hat's auf mich abgesehen. So. Weißt du, wo der ist? Irgendwo im Krankenhaus jemanden besuchen. Das ist aber jetzt blöd. Was tu jetzt mit meiner Johannisbeermarmelade? Welche Johannisbeermarmelade? Die habe ich am Ei gekocht, weil ich es doch so gern mag. Haben Sie die vom Strauch abpflückt? Ja, freilich. Sie können es mir geben, ich geb's dem dann später. Ja, also ich weiß nicht. Der zuverlässigste bist du nicht gerade. Ich vergesse es schon nicht, versprochen.
Ja, also gut. Dankeschön. Gell, bitte. Ich glaube eigentlich schon, dass so ein Countryfest der Erfolg werden kann. Und bis jetzt hat noch keiner eine bessere Idee gehabt. Also ich war dafür, das war mal was anderes. Ja, ja. Als Sekretärin von der Bürgermeisterin bist du von vornherein parteiisch. Das heißt nicht, dass ich keine eigene Meinung nicht hab. Solltest du eigentlich schon noch wissen, Lorenz. Aber Leidl, du willst doch nicht den ganzen Tag amerikanisches Zeug fressen wollen und diese Country-Musik, das Gedudel da anhören, oder? Ein Schweinsborn kann ich alle haben. Ja, und tanzen kann ich zu einer jeden Musik. Aber geh, der Zirkus, das hat doch gar nichts mit unseren guten, alten, bayerischen Traditionstor. Aber das kann man doch alles miteinander verbinden. Das Fest wird schon da. Dein Mann hat mich aufgespürt. Was hast du denn da jetzt wieder dabei gedacht? Es hat so viel Ärger gegeben und die Situation für die Familie war schwierig genug. Aber deswegen brauchst du nicht gleich abhauen. Ich wollte nicht abhauen, ich wollte mir einfach nur ein paar Tage zurückziehen und dass ein bisschen Ruhe reinkommt und dass ich dich nicht mit der schlechten Stimmung belaste. Ich verstehe schon. Aber ich will dich halt trotzdem bei mir haben. Und jetzt bin ich wieder da. Und das freut mich wahnsinnig, dass es dir gut geht, weil ich hab mir solche Sorgen gemacht. So schnell wird man mich nicht los. Es tut mir wirklich leid, was da passiert ist. Ist ja noch mal gut ausgegangen. Ja, aber wenn nicht, na, ich hätte mir das nie verzeihen können. Ich hätte einfach nicht so antreiben dürfen. Jetzt hör auf, ich bin kein kleines Kind mehr. Es geht doch nicht darum, wer Schuld hat. Es ist, wie es ist. Und am schnellsten werde ich wieder gesund, wenn ich alle um mich herum hab, die mir wichtig sind. Grüß dich, Pauli. Grüß, Erna. Du, Pauli, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich dich zu Unrecht beschuldigt habe. Jetzt nimmer. Ja, da schau her. Ich hab mir gedacht, wenn ich schon geschimpft werd, kann ich ja wirklich was ausfressen. Ausfressen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht einmal einen Fingerhut voll hast du übrig gelassen. Das hat aber richtig lecker geschmeckt. Ja, das glaube ich. Meine schöne Johannisbeermarmelade. Aber, Pauli, Strafe muss sein. Auch bei mir. Jetzt sind wir quitt, hä? Jetzt ist mir schon fast ein bisschen schlecht. Ja, der liebe Gott bestraft die kleinen Sünden sofort. So ist das Leben. Du, ich mag meins bitte Medium. Bin nämlich nicht so ein Steakbanause wie der Bamberger. Habt ihr eigentlich gewusst, dass es einen ganz einfachen Trick gibt, herauszufinden, ob ein Steak medium, durch oder blutig ist? Roland, du weißt schon, dass du nicht der einzige Grillexperte hier bist, oder? Dann kennst du den Fingertrick. Wen? Was? Den Fingertrick. Man nehme Daumen und Zeigefinger der einen Hand, den Zeigefinger der anderen Hand, dann drückst du auf den Handballen, dann merkst aha, das ist roh. Daumen und Ringfinger, dann merkst du, Medium. Daumen und kleiner Finger, dann merkst du, das ist durch. Mach dir keine Sorgen, Roland. Ich habe den richtigen Zeitpunkt im Gefühl. Ja, eigentlich ist das blutig ja auch ein falscher Ausdruck. Was da rauskommt, das ist ja Fleischsaft. Ach, willst du wissen, Roland? Normalzeit. Telefon. Also, soweit ich mich erinnern kann, der Spätzl von ihm, der hieß Jochen, da wo wir mit unserer Motorradtour waren. Weißt du noch, wo das ist? Freilich, also, so senil bin ich noch nicht. Also gut, dann fahr ich da morgen gleich mal hier und red mit dem Sascha persönlich. Aber damit eins klar ist, ich mach das nur für die Uschi. Ja, also ich muss schon sagen, das ist wirklich nett von einer, dass Sie mir jetzt doch noch zu meiner Johannisbeermarmelade verhelfen. Was tut man nicht alles für ein Platz im Paradies? Ja, ja. Darauf gibt es bei uns im Herkunft sogar Pluspunkte. Das will ich hoffen. Ja, ja. Da schauen Sie. Ja, was ist jetzt das?
Also mit so wenig Material kann sogar ich nichts anfangen. Ja, aber der Strauch, der war doch gestern Nachmittag noch ganz voll. Also, das gibt's doch nicht. Weil vielleicht haben sie Vögel gefressen. Da muss man aufpassen, die kommen am manchmal zuvor. Der Vögel lernen doch so einen Strauch nicht in so kurzer Zeit ab. Ich kann mir vorstellen, dass der Johannisbeerdieb auch ein bisschen größer war. An wen denken Sie da? Gestern auf die Nacht war bei mir ein allseits bekannter Lausbub, der wollte ein paar Eier, weil er Johannisbeermuffins backen wollte. Meinen Sie an Pauli? Jedenfalls hat seine Mama heute Geburtstag und da wollte er backen für sie. Ah, ja, so ein Laser, glaubst du das? Leert der mir den ganzen Strauch ab? Meine Welt. Also den wenig erwischt, dieser Schlawiner. Ja, also, es ist ja noch nicht gesagt, ob es wirklich war. Sie, sowas passt doch direkt zum Pauli. Nein, das war er schon. Also den wenig erwischt, den Laser. Nein, also sowas. Da schauen Sie mal her. Nur einmal, ein Leberkassemi. Danke. Bitte. Und da ist das Fleisch für eine Grillparty. Na, hoffentlich kommt das halt überhaupt dann weg. So viel Leberkassemmeln, wie der Joe in sie reinstopft. Oh, du, da geht einiges rein. Außerdem muss ich das ausnutzen. Außer beim American Brunnerwirt gibt's in Wischingen nirgendwo Leberkäse. Mensch, da hat der Max ja eine richtige Marktlücke gefunden. Ja. Ich werde mal vorschlagen, dass wir beim nächsten Lansing Country Fest einen Leberkässtand aufmachen. Das ist doch eine gute Idee. Ist das sowas wie ein Musikfestival? Na, nicht nur. Also so ein Volksfest halt mit Essen, Trinker und Shows und so. Und beim Hotdog-Wettessen, da bin ich Seriensieger. Red mit dem Sascha persönlich. Aber damit eins klar ist, ich mach das nur für die Uschi. Ja, also ich muss schon sagen, das ist wirklich nett von einer, dass Sie mir jetzt doch noch zu meiner Johannisbeermarmelade verhelfen. Was tut man nicht alles für ein Platz im Paradies? Ja. Darauf gibt es bei uns im Herkunft sogar Pluspunkte. Das will ich hoffen. Ja. Da schauen Sie. Ja, was ist jetzt das? Also, mit so wenig Material kann sogar ich nichts anfangen. Ja, aber der Strauch, der war doch gestern Nachmittag noch ganz voll. Also, das gibt's doch nicht. Weil vielleicht haben sie Vögel gefressen. Da muss man aufpassen, die kommen am manchmal zuvor. Der Vögel lernen doch so einen Strauch nicht in so kurzer Zeit ab. Ich kann mir vorstellen, dass der Johannisbeerdieb auch ein bisschen größer war. An wen denken Sie da? Gestern auf die Nacht war bei mir ein allseits bekannter Lausbub, der wollte ein paar Eier, weil er Johannisbeermuffins backen wollte. Meinen Sie an Pauli? Jedenfalls hat seine Mama heute Geburtstag und da wollte er backen für sie. Ah, ja, so ein Laser, glaubst du das? Leert der mir den ganzen Strauch ab? Meine Welt. Also den wenig erwischt, dieser Schlawiner. Ja, also, es ist ja noch nicht gesagt, ob es wirklich war. Sie, sowas passt doch direkt zum Pauli. Nein, das war er schon. Also den wenig erwischt, den Laser. Nein, also sowas. Da schauen Sie mal her. Nur einmal ein Leberkassemi. Danke. Bitte. Und da ist das Fleisch für eine Grillparty. Na, hoffentlich kommt das halt überhaupt dann weg. So viel Leberkassemmeln, wie der Joe in sie reinstopft. Oh, du, da geht einiges rein. Außerdem muss ich das ausnutzen. Außer beim American Brunnerwirt gibt's in Wischingen nirgendwo Leberkäse. Mensch, da hat der Max ja eine richtige Marktlücke gefunden. Ja. Ich werde mal vorschlagen, dass wir beim nächsten Lansing Country Fest einen Leberkässtand aufmachen. Das ist doch eine gute Idee. Ist das sowas wie ein Musikfestival? Na, nicht nur. Also so ein Volksfest halt mit Essen, Trinker und Shows und so. Und beim Hotdog-Wettessen, da bin ich Seriensieger. Ja, das ist, glaube ich, gern. Grüß dich. Es gibt da auch so einen Pie-Eating-Wettbewerb. Und Country Music natürlich und Square Dance und Buden, wo man was einkaufen kann.
Lasso und Hufeisen werfen und lauter so Zeugs. Ich habe zwei linke Hände für sowas. Und ich hab leider viel zu viel zum Tun in der Gastroküche. Aha. Ja. Ei, danke dir. Bitte. Tut mir leid, aber ich bin mit meinem Obst völlig ausgelastet. Aber Sie können ja gerne ein paar Glasel haben. Ja? Ja, das ist nett von Ihnen, aber schauen Sie, das ist halt nicht dasselbe, gell? Mir brauch's nicht anschauen, Herr Pfarrer. Danke, Frau Vogel. Das ist ja bloß ein Strauch, das wird höchstens ein oder zwei Glasel. Ja, ob ich ein Glas einkoche oder 10, das ist der gleiche Aufwand. Okay, Frau Vogel. Sie mag doch sowas in Hand und Rein. Hm? Wer braucht's? Grüß dich, Hubert. Mei, ihr wacht so süß zur Zeit, ha? Grüß dich, Annalena. Schön, dass du vorbeischaust. Ja, kann ich kurz rein zu Uschi oder schlaft's grad? Nein, sie ist wach. Wir sollen sie nur nicht überfordern. Ich wollte bloß schnell schauen, wie es ihr geht und schöne Grüße von die Landfrau ausrichten. Da freut sie sich. Rosi, warte mal geschwind. Was gibt's? Hast du was vom Sascha gehört? Na. Aber warum interessiert dich das auf einmal? Also, wenn es nach mir ging, dann kann ich gut und gerne auf ihn verzichten. Aber die Uschi will ihn sehen. Tut mir leid, ich konnte da nicht helfen. Er hat sein Handy ausgeschaltet. Das ist aber wieder typisch. Vielleicht hat er aber auch keinen Empfang. Auf jeden Fall hat mir die Moni gesagt, dass er gestern Abend den Campingbus abgeholt hat. Meinst du, dass er an Gardasee gefahren ist? Möglich war's. Hast du da irgendeine Telefonnummer von einem Freund oder so? Hubert, der kann überall sein. Toller Partner. Wenn du nicht einmal du ein Lebenszeichen von ihm hast. Hubert, er ist jetzt gerade einmal einen Abend weg. Der meldet sich dann schon. Allein schon zwingst der Uschi. Und morgen willst du wirklich fahren? Ja, du, ich muss. Außerdem habe ich euer Gästezimmer lange genug belegt. Na, wegen mir könntest du schon noch ein paar Tage bleiben. Ah, seit wann seid denn ihr ein Herz und eine Seele? Ja, vielleicht haben wir mehr Gemeinsamkeiten entdeckt, als wir gedacht haben. Herr Schattenhofer, was kann ich Ihnen anbieten? Ich weiß noch nicht recht. Sag mal, habt ihr nicht wieder mal ein Steak auf der Tageskarte? Die Wochen leider nicht, aber in 2 bis 3 Wochen kann der echtes Galloway-Rind anbieten. Oh, das darf der Fall auch schmecken. Und das wird da herin nach Brunnerwirtart in Kirchleitnerbier mariniert. Biersteak, fantastisch. Ja, zartes Rinderfilet. Wollen, das wäre aber schlimmer. Also jetzt stimmen wir erst einmal über das Jahr ab. Wer ist jetzt für das amerikanische Motto? Ich würde sagen, das ist eindeutig. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Was darf's denn sein? Eine schnelle Brotzeit. Ich bin fast am Verhungern. Grüß Sie jetzt gar so halt. Ja, ich komme schon vom Krankenhaus. Ich hab die Frau Kirchleitner besucht. Das ist so schön, dass ihr schon wieder so gut geht, gell? Ja. Gut, noch was steht Ihnen in der Sinn? Ja, Wie war's denn mit Fleischpflanzen mit Kartoffelsalat? hervorragend. Packen wir doch gleich ein paar ein. hä? Wunderbar. So. Grüß euch. Was dem? Grüß Sie. Ach, grüß Gott, Herr Pfarrer. Haben Sie die Marmelade gekriegt? Was für eine Marmelade? Ich habe Ihnen doch eine Johannisbeermarmelade eingekocht. Was haben Sie? Ja, Herrschaft. Ich hätte mir doch denken können, dass auf den Pauli kein Verlass ist. Pauli, der Pauli. Heute müsste doch schon mit dem Kirchenbank putzen fertig sein. Und, wo haben denn Sie die Johannisbeeren her? Ja, für einen im Garten natürlich, bevor das Pfegel abfressen. Jesus. Sie und das Glasl Marmelade, das haben Sie dann an Pauli gegeben? Ja, genau. Ich habe ja nicht gewusst, dass ich eine heute sehe. Mein Lieber, da habe ich jetzt was zum Gutmachen. Du bist ja endlich. Alter Süße. Ich habe schon gemeint, du bist verschollen. Dein Mann hat mich aufgespürt. Was hast du denn da jetzt wieder dabei gedacht? Nein.
Es hat so viel Ärger gegeben und die Situation für die Familie war schwierig. Ne? Aber deswegen brauchst du nicht gleich abhauen. Ich wollte nicht abhauen, ich wollte mir einfach nur ein paar Tage zurückziehen und dass ein bisschen Ruhe reinkommt und dass ich dich nicht mit der schlechten Stimmung belaste. Ich verstehe schon. Aber ich will dich halt trotzdem bei mir haben. Jetzt bin ich wieder da. Und das freut mich wahnsinnig, dass es dir gut geht, weil ich hab mir solche Sorgen gemacht. So schnell wird man mich nicht los. Es tut mir wirklich leid, was da passiert ist. Ist ja noch mal gut ausgegangen. Ja, aber wenn nicht, na, ich hätte mir das nie verzeihen können. Ich hätte einfach nicht so antreiben dürfen. Jetzt hör auf, ich bin kein kleines Kind mehr. Es geht doch nicht darum, wer Schuld hat. Es ist, wie es ist. Dann hätten wir soweit alles besprochen. Ich denke, dass unsere Sternstunden-Tombola. Und morgen wird's wirklich fahren. Ja, du, ich muss. Außerdem habe ich euer Gästezimmer lange genug belegt. Na, wegen mir könntest du noch ein paar Tage bleiben. Ah, seit wann seid ihr ein Herz und eine Seele? Ja, vielleicht haben wir mehr Gemeinsamkeiten entdeckt, als wir gedacht haben. Herr Schachthofer, was kann ich Ihnen anbieten? Ah, ich weiß noch nicht recht. Sag mal, habt ihr nicht wieder mal ein Steak auf der Tageskarte? Ah, die Wochen leider nicht, aber in 2 bis 3 Wochen kann der echtes Galloway-Rind anbieten. Oh, das darf der Fall auch schmecken. Und das wird da herin nach Brunnerwirtart in Kirchleitnerbier mariniert. Biersteak, fantastisch. Ja, zartes Rinderfilet hier aus der Region. Ist das der Besuch da aus Amerika? Mein alter Freund, ja. Ah, Lenzing, ne? Genau. Darf ich mir vorstellen, ich bin der Schattenhofer, der Landrat von da. Joe. Ja, Joe, ja. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt, gell? Jetzt möchte ich nicht weiter sterben, gell? Ja, so ein Steak habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Das wäre schon mal was. Gut durchgebraten, schön saftig. Aber dann, das ist schon mal ein Widerspruch an sich. Und wirklich ein Verbrechen an dem armen Tier, Roland. Ja, außerdem ist ein medium gebratenes Steak viel bekömmlicher. Da gibt's unterschiedliche Auffassungen. Was haltet ihr davon, wenn wir morgen Abend zum Abschied so ein kleines Barbecue machen? Hm? So American Style. Das darf ich nicht nachsagen. Na, gute Idee. Ah, Martin, grüß dich. Grüß dich. Du, danke, dass du dich gerade so um die Brauerei kümmerst. Unser Krisenmanagement, das funktioniert richtig gut. Da bin ich echt erleichtert. Kathi tut alles, dass sie mich unterstützen kann. Und der Rest der Belegschaft, der legt sich richtig ins Zeug, solange der Ausnahmezustand ist. Ja, das ist richtig schön, dass wir alle so zusammenhalten. Gell? Der Sascha, der hat mir auf die Mailbox gesprochen. Aha. Und was sagt er? Ja, grüß dich, Rosi. Du, tut mir leid, dass ich erst jetzt anrufe, gell? Aber ich hab hier draußen haben sie einfach keinen Empfang. Zum Glück hat der Jochen ja das Festnetz. Ich wollte eigentlich bloß hören, ob es was Neues gibt von der Uschi. Aber dann melde ich mich morgen einfach nochmal, gell? Für Toll. An welchem See ist er jetzt? Das weiß ich jetzt auch nicht. Die Nummer war ja nicht auf dem Telefon. Also, soweit ich mich erinnern kann, der Spätzle von ihm, der hieß Jochen, da wo wir mit unserer Motorradtour waren. Aha. Weißt du noch, wo das ist? Freilich, also, so senil bin ich noch nicht. Also gut, dann fahr ich da morgen gleich mal hier und red mit dem Sascha persönlich. Aber damit eins klar ist, ich mach das nur für die Uschi. Fantastisch. Ja, zartes Rinderfilet hier aus der Region. Ist das der Besuch da aus Amerika? Mein alter Freund, ja. Ah, Lenzing, ne? Genau. Darf ich mir vorstellen, ich bin der Schattenhofer, der Landrat von da. Joe. Ja, Joe, ja. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt, gell? Jetzt möchte ich nicht weiter sterben, gell? Ja, so ein Steak habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Das wäre schon mal was. Gut durchgebraten, schön saftig. Aber dann, das ist schon mal ein Widerspruch an sich. Und wirklich ein Verbrechen an dem armen Tier, Roland. Ja, außerdem ist ein medium gebratenes Steak viel bekömmlicher. Da gibt's unterschiedliche Auffassungen. Was haltet ihr davon, wenn wir morgen Abend zum Abschied so ein kleines Barbecue machen? Hm? So American Style. Das darf ich nicht nachsagen. Na, gute Idee. Ah, Martin, grüß dich. Grüß dich. Du,
Danke, dass du dich gerade so um die Brauerei kümmerst. Unser Krisenmanagement, das funktioniert richtig gut. Da bin ich echt erleichtert. Kathi tut alles, dass sie mich unterstützen kann. Und der Rest der Belegschaft, der legt sich richtig ins Zeug, solange der Ausnahmezustand ist. Ja, das ist richtig schön, dass wir alle so zusammenhalten. Gell? Der Sascha, der hat mir auf die Mailbox gesprochen. Aha. Und was sagt er? Ja, grüß dich, Rosi. Du, tut mir leid, dass ich erst jetzt zurufe, gell? Aber hier draußen haben sie einfach keinen Empfang. Zum Glück hat der Jochen ja das Festnetz. Ich wollte eigentlich bloß hören, ob es was Neues gibt von der Uschi. Aber dann melde ich mich morgen einfach nochmal, gell? Für Toll. Und an welchem See ist er jetzt? Das weiß ich jetzt auch nicht. Die Nummer war ja nicht auf dem Telefon. Also, soweit ich mich erinnern kann, der Spätzl von ihm, der hieß Jochen, da wo wir mit unserer Motorradtour waren. Weißt du noch, wo das ist? Freilich, also, so senil bin ich noch nicht. Also gut, dann fahr ich da morgen gleich mal hier und red mit dem Sascha persönlich. Aber damit eins klar ist, ich mach das nur für die Uschi. Ja, also ich muss schon sagen, das ist wirklich nett von einer, dass Sie mir jetzt doch noch zu meiner Johannisbeermarmelade verhelfen. Was tut man nicht alles für ein Platzl im Paradies? Ja, ja. Darauf gibt es bei uns im Herkunft sogar Pluspunkte. Das will ich hoffen. Ja, ja. Da schauen Sie. Ja, was ist jetzt das? Also, mit so wenig Material kann sogar ich nichts anfangen. Ja, aber der Strauch, der war doch gestern Nachmittag noch... Ja, wär's dir lieber, ich würde so tun, als wäre nix? Na, natürlich nicht. Die Froni hat schon damals keine Ahnung gehabt, wie toll ich sie finde. Und es soll auch so bleiben. Wirklich, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich weiß, dass mein Zug längst abgefahren ist. Wirklich? Zuerst war da der Max. Und dann... Dann habe ich mich nicht getraut, ihr zu sagen, wie sehr ich sie mag. Für schüchtern hätte ich dich eigentlich nicht gehalten. Für die Froni war ich immer nur ein guter Kumpel, mehr nicht. Ja, und dann ist sie wieder zurück nach Deutschland gegangen. Das Leben geht weiter. Und jetzt hat sie ja dich. Man muss euch nur mal zusammen sehen. Ihr seid so ein harmonisches Paar. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht. Sag mal, wie hast du es überhaupt angestellt? Ich meine, die Froni ist so eine harte Nuss. Da sagst du ein wahres Wort. Ich war halt hartnäckig. Respekt. Ihr passt wirklich gut zusammen. Ich freue mich für euch. Und das Wichtigste ist doch, dass die Froni glücklich ist. Naja, da bin ich ja beruhigt. Ich habe schon gedacht, wir müssen uns prügeln. Der Sascha ist fortgefahren und ihr wisst nicht, wohin. Also ja, er hat der Rosi schon auf die Mailbox gesprochen. Also, was er vorhat, zumindest grob. Ja, das ist aber schon seltsam. Die ist wirklich bloß wegen eurem Streit fort? Schon. Und was ist denn da eigentlich gegangen? Das fragst du noch. Er ist schuld, dass du im Krankenhaus liegst. Ja, also so kann man das jetzt auch wieder nicht sagen, Hubert. Der Mo ist von Grund auf verantwortungslos. Das hat er nicht nur einmal bewiesen. Bloß, dass diesmal beinahe richtig bäs ausgegangen wäre. Du warst doch bei der Wanderung gar nicht dabei. Er hat selber zugegeben, dass er die zu dem Umweg gedrängt hat, ohne drüber nachzudenken, dass er die da überfordert. Das hat ja der Sascha nicht wissen können. Das kann von mir aus alles sein. Was bleibt, ist, dass du schon ziemlich geschafft warst. Und das hat er auch gewusst, der Sascha. Er hätte jederzeit mit dir umkehren können. Ja, das hätte er ja auch gemacht, wenn ich was gesagt hätte. Ich wollte halt einfach nicht zugeben, dass mir zu viel war. Ja, wenn er ein bisschen aufmerksamer gewesen war, dann hätte er das schon gemerkt. Ja, Hubert, ich verstehe ja, wo dein Problem ist. Aber der Sascha hat doch auch nicht wollen, dass ich stürze. Also es ist halt jetzt einmal passiert. Jetzt, bitteschön,
lass die von uns. Ja, zartes Rinderfilet hier aus der Region. Ist das der Besuch da aus Amerika? Mein alter Freund, ja. Ah, Lenzing, ne? Genau. Darf ich mir vorstellen? Ich bin der Schattenhofer. Der Landrat von da. Joe. Ja, Joe, ja. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt, gell? Jetzt möchte ich nicht weiter stören, gell? Ja, so ein Steak habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Das wäre schon mal was. Gut durchgebraten, schön saftig. Roland, das ist schon mal ein Widerspruch an sich. Und wirklich ein Verbrechen an dem armen Tier, Roland. Ja, außerdem ist ein medium gebratenes Steak viel bekömmlicher. Da gibt's unterschiedliche Auffassungen. Was haltet ihr davon, wenn wir morgen Abend zum Abschied so ein kleines Barbecue machen? Hm? So American-Style. Das darf ich nicht nachsagen. Ja, gute Idee. Ah, Martin, grüß dich. Grüß dich. Du, danke, dass du dich gerade so um die Brauerei kümmerst. Unser Krisenmanagement, das funktioniert richtig gut. Da bin ich echt erleichtert. Kathi tut alles, dass sie mich unterstützen kann. Und der Rest der Belegschaft, der legt sich richtig ins Zeug, solange der Ausnahmezustand ist. Ja, das ist richtig schön, dass wir alle so zusammenhalten. Gell? Der Sascha, der hat mir auf die Mailbox gesprochen. Aha. Und was sagt er? Ja, grüß dich, Rosi. Du, tut mir leid, dass ich erst jetzt zurufe, gell? Aber hier draußen haben sie einfach keinen Empfang. Zum Glück hat der Jochen ja das Festnetz. Ich wollte eigentlich bloß hören, ob es was Neues gibt von der Uschi. Aber dann melde ich mich morgen einfach nochmal, gell? Für Toll. Und an welchem See ist er jetzt? Das weiß ich jetzt auch nicht. Die Nummer war ja nicht auf dem Telefon. Also, soweit ich mich erinnern kann, der Spätzl von ihm, der hieß Jochen, da wo wir mit unserer Motorradtour waren. Weißt du noch, wo das ist? Freilich, also, so senil bin ich noch nicht. Also gut, dann fahr ich da morgen gleich mal hier und red mit dem Sascha persönlich. Aber damit eins klar ist, ich mach das nur für die Uschi. Ja, also ich muss schon sagen, das ist wirklich nett von einer, dass Sie mir jetzt doch noch zu meiner Johannisbeermarmelade verhelfen. Was tut man nicht alles für ein Platzl im Paradies? Ja, ja. Darauf gibt es bei uns im Herkunft sogar Pluspunkte. Das will ich hoffen. Ja, ja. Da schauen Sie. Ja, was ist jetzt das? Also, mit so wenig Material kann sogar ich nichts anfangen. Ja, aber der Strauch, der war doch gestern Nachmittag noch ganz voll. Also. Morgen gleich mal hier und red mit dem Sascha persönlich. Aber damit eins klar ist, ich mach das nur für die Uschi. Ja, also ich muss schon sagen, das ist wirklich nett von einer, dass Sie mir jetzt doch noch zu meiner Johannisbeermarmelade verhelfen. Was tut man nicht alles für ein Platzl im Paradies? Ja, ja. Darauf gibt es bei uns im Herkunft sogar Pluspunkte. Das will ich hoffen. Ja, ja. Da schauen Sie. Ja, was ist jetzt das? Also, mit so wenig Material kann sogar ich nichts anfangen. Ja, aber der Strauch, der war doch gestern Nachmittag noch ganz voll. Also, das gibt's doch nicht. Weil vielleicht haben sie Vögel gefressen. Da muss man aufpassen, die kommen am manchmal zuvor. Der Vögel. Vögel lernen doch so einen Strauch nicht in so kurzer Zeit ab. Ich kann mir vorstellen, dass der Johannisbeerdieb auch ein bisschen größer war. An wen denken Sie da? Gestern auf die Nacht war bei mir ein allseits bekannter Lausbub, der wollte ein paar Eier, weil er Johannisbeermuffins backen wollte. Meinen Sie an Pauli? Jedenfalls hat seine Mama heute Geburtstag und da wollte er backen für sie. Ah, ja, so ein Lauser, glaubst du das? Leert der mir den ganzen Strauch ab? Meine Welt. Also den, wenn ich erwischt, dieser Schlawiner. Ja, also
Es ist ja noch nicht gesagt, ob es wirklich war. Sie, sowas passt doch direkt zum Pauli. Nein, nein, das war er schon. Also den, wenn ich da erwischt, den Lauser. Nein, also sowas. Da schauen Sie mal her. Nur einmal ein Leberkassemi. Danke. Bitte. Und da ist das Fleisch für eine Grillparty. Na, hoffentlich kommt das halt überhaupt dann weg. So viel Leberkassemmeln, wie der Joe in sie reinstopft. Oh, du, da geht einiges rein. Außerdem muss ich das ausnutzen. Außer beim American Brunnerwirt gibt's in Michigan nirgendwo Leberkäse. Mensch, da hat der Max ja eine richtige Marktlücke gefunden. Ja. Ich werde mir vorschlagen, dass wir beim nächsten Lansing Country Fest einen Leberkässtand aufmachen. Das ist doch eine gute Idee. Ist das sowas wie ein Musikfestival? Na, nicht nur. Also so ein Volksfest halt mit Essen, Trinker und Shows und so. Und beim Hotdog-Wettessen, da bin ich Seriensieger. Ja, das ist, glaube ich, gern. Christi, es gibt da auch so einen Pie-Eating-Wettbewerb. Und Country Music natürlich und Square Dance und Buden, wo man was einkaufen kann. Lasso und Hufeisen werfen. Außerdem habe ich euer Gästezimmer lange genug belegt. Na, wegen mir könntest du noch ein paar Tage bleiben. Ah, seit wann seid ihr ein Herz und eine Seele? Ja, vielleicht haben wir mehr Gemeinsamkeiten entdeckt, als wir gedacht haben. Herr Schattenhofer, was kann ich Ihnen anbieten? Ah, ich weiß noch nicht recht. Sag mal, habt ihr nicht wieder mal ein Steak auf der Tageskarte? Na, die Wochen leider nicht, aber in 2 bis 3 Wochen kann der echtes Galloway-Rind anbieten. Oh, das darf der Fall auch schmecken. Und das wird da herin nach Brunnerwirtart in Kirchleitnerbier mariniert. Biersteak, fantastisch. Ja, ja, zartes Rinderfilet hier aus der Region. Ist das der Besuch da aus Amerika? Mein alter Freund, ja. Ah, Lansing, ne? Genau. Darf ich mir vorstellen, ich bin der Schattenhofer, der Landrat von da. Joe. Ja, Joe, ja. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt, gell? Jetzt möchte ich nicht weiter sterben, gell? Ja, so ein Steak habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Das wäre schon mal was. Gut durchgebraten, schön saftig. Oder? Das ist schon mal ein Widerspruch an sich. Ja, und wirklich ein Verbrechen an dem armen Tier, Roland. Ja, außerdem ist ein medium gebratenes Steak viel bekömmlicher. Da gibt's unterschiedliche Auffassungen. Was haltet ihr davon, wenn wir morgen Abend zum Abschied so ein kleines Barbecue machen? Hm? So American Style. Das darf ich nicht nachsagen. Na, gute Idee. Ah, Martin, grüß dich. Grüß dich. Du, danke, dass du dich gerade so um die Brauerei kümmerst. Unser Krisenmanagement, das funktioniert richtig gut. Da bin ich echt erleichtert. Kathi tut alles, dass sie mich unterstützen kann. Und der Rest der Belegschaft, der legt sich richtig ins Zeug, solange der Ausnahmezustand ist. Ja, das ist richtig schön, dass wir alle so zusammenhalten. Gell? Der Sascha, der hat mir auf die Mailbox gesprochen. Aha. Und was sagt er? Ja, grüß dich, Rosi. Du, tut mir leid, dass ich erst jetzt anrufe, gell? Aber hier draußen haben sie einfach keinen Empfang. Zum Glück hat der Jochen ja das Festnetz. Ich wollte eigentlich bloß hören, ob es was Neues gibt von der Uschi. Aber dann melde ich mich morgen einfach nochmal, gell? Für Toll. An welchem See ist er jetzt? Das weiß ich jetzt auch nicht. Die Nummer war ja nicht auf dem Telefon. Also, soweit ich mich erinnern kann, der Spätzl von ihm, der hieß Jochen, da wo wir mit unserer Motorradtour waren. Aha. Weißt du noch, wo das ist? Ja, freilich, also, so senil bin ich noch nicht. Also gut, dann fahr ich da morgen gleich mal hier und red mit dem Sascha persönlich. Aber damit eins klar ist, ich mach das nur für die Uschi. Ja, also immer